Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und Leute, es ist mal wieder mit einem Gast. Und zwar, Alter, ich rede jede Woche eigentlich über sie. Jetzt ist sie offiziell da! Oh! Nina! Nina! Wer ist wieder da? Nina! Ich meine, es gibt einfach Leute, die den Song nicht kennen, die ganzen What the fuck, Alter. Ja, der weiß schon für eine. Ja, schön. Also für die denken, weißt du dafür eine? Wer bist du eigentlich so? Ja, ich bin Nina, bin 24 und studiere Wetternährung. Krank. Sorry, wie cringe. Okay. Sie ist ein bisschen nervös, Leute. Ja, bitte. Sie ist keine Podcast-Hörerin, darf man das so sagen? Ja, das darf man so offiziell sagen, ja. Aber sie ist meine Supporterin, darum hat sie Kompromisse Das gegangen. auf jeden Fall, da immer, oder? Aber Alter, wie ihr könnt sehen, bin ich voll am Zittern. Nein, Siehst du, es wirklich? ist no joke, das ist kein Nein, nicht. Aber es sind alle Leute lieben dich. Weil, wir haben ja schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen in Berlin. Dort sind wir eigentlich, dort sind wir noch nicht so close gewesen. sind wir uns Jetzt sind wir so richtige, ja, dann sind wir so richtige wannabe-Friends gewesen. So. Also, ja, wir müssen uns da miteinander abgeben. Wir müssen jetzt irgendwie die Woche in Berlin aushalten und irgendwie Freunde finden, die nicht komplett sogar das Zimmer teilen. Ja. Aber nein, ist okay gewesen. Nein, Berlin war toll. Da war es wirklich irgendwie so, ich habe das Gefühl, vorher sind wir so in der Klasse gewesen. Und wir haben irgendwie so uns mit allen verstanden. Und irgendwie nach Berlin, da haben wir uns Echt? gefunden. Nein, das ist dann ist Liebe auf den zweiten Blick. ja, genau so ist es. Nein, es ist so... das war voll herzig. Wir haben gerade ein Herzchen gemacht für die, die ohne ja, Video stimmt. schauen. Ja. Ja, das ist sehr ein intimer Moment jetzt gerade. Voll, aber sonst hast du nie bei einem Podcast mitgemacht, oder? Nein. Aber es haben auch voll viele Leute bei dieser Podcast-Folge mit dir geschrieben so, oh Gott, mach wieder eine Folge mit der Nina und so. Das ist voll cute. Boah, Also jetzt wirklich bin ich noch richtig- mehr unter Druck gesagt von der Nein, das ist voll okay. herzig. Ja, das ist Ja. voll herzig. Macht das jetzt wieder. Schreibt einen Kommentar mit einer Podcast-Folge mit Bitte. Nina! Nina, wer ist wieder da? Nina. Okay, ich nein, habe auch jetzt schon gesagt, jetzt schneiden wir eigentlich gerade ins Thema rein. Nina geht auf Hongkong, aber wir können nachher ein bisschen tiefer rein. Und ich kann nur wieder sagen, Wo wenn sind sie wieder Nasty zurückkommt. Die haben wir schon ready gemacht dort. Ah, super. Nein, wir haben schon gesagt, wenn du wieder zurückkommst von Hongkong, dass wir dann am Flughafen sind und sagen, wer ist wieder da? Nina! Nina! Und dann laufe ich so über den roten Teppich und dann tue ich so, Ja, oh genau. yeah, Mann! Und dann kommt Okay, ein ja. riesen Flashmob am Flughafen, jeder tanzt so einfach das Mit den Dozenten. Ja, wirklich, genau so. Genau so ist es dann. Und dann kommt noch so ein Flüger, der oben dran ist, so mit der Fahne hinten dran, wo so, Nina ist wieder da! Genau. Und so kleine Geissli. Wegen der Schweiz. Und es gibt All You Can Eat Fondue. Aber ich habe gerade Husten. Am Sterben. Also, ich schnell Aufklärung, für die den Song nicht so kennen die Nina Chuba. Müssen ihr schon. Ja. Nina Chuba hat einen Song, wo genau... Ja. Ich glaube, eben, der Song ist aus einem Meme entstanden. Da hat mir gerade jemand letztens erklärt. Es gibt so ein Meme, wo jemand so sagt so, Nina, quasi irgendwie sowas. Okay, nein, keine Ahnung. Das ist voll ein random Fact. Aber es ist, glaube ich, anscheinend aus einem Meme entstanden. Ja, okay. Aber ja, wir haben es ja schon. Also ich muss eigentlich die Leute wissen eigentlich alles über dich, Nina. Das ist eigentlich musst du... Nein. Ich hoffe es nicht. Vor allem, es ist wirklich lustig, weil jedes Mal, wenn ich habe ja das Format, wo ich jede Woche eine lustige Story erzähle. Ja. Und es gerade irgendwie gefühlt, du bist das einzige Lustige in meinem Leben, weißt du? Sonst habe ich gar nichts. Vor allem nach dieser Woche. Hey. Ja. Aber nein, jetzt ohne Witz, es ist echt... Wir haben es immer ist, lustig. Ja, vor allem, es hat jetzt gerade irgendwie die letzte Zeit, ich habe gar kein Sozialleben mehr gehabt. Es war einfach so fest schulintensiv gewesen. Ich schwöre, oh mein Gott. Ich habe gar keine andere Wahl gehabt, ich einfach müssen mit dir. Ja, es war richtig gezwungen gewesen. Und so haben wir uns kennengelernt. Wir sind einfach gezwungen worden zum Kollegen, wir sind alter krank. Aber nein, also echt, aber haben wir so kleine Hirnfürze. Dann hängt sie uns wieder mal aus. Voll. Ja, und wir können eigentlich gerade sagen, also wir haben jetzt auch voll gedacht, so, oh mein Gott, wenn du ja dabei bist beim Podcast, können wir ja voll raushauen mit lustigen Story von der Woche. Wir sind gerade vorher auch so da geguckt und so gesehen, die ganze Woche war scheiße. Es ist wirklich es ist einfach nichts lustig irgendwie gewesen. Es ist so eine schlimme Woche und es ist erst Montag. Ist es Dienstag? Ja. Oh mein Gott, da meine ich mit, die Woche war schlimm gewesen. Ja. Ja. Ja, aber Ja. was haben wir jetzt gefunden? Ich habe irgendwie mit etwas aufgeschrieben.
Warte. Der Glühwein. Ah ja! Der Ja, Glühwein. erzähl mal, komm Nina. Okay. Storytelling-Skills oder? Oh mein Gott, jetzt will ich noch mehr Nein, Spaß, okay. Also, wir haben ja am Freitag einmal so eine Vorlesung, eine richtige Rotzvorlesung, also sie ist gar nicht spannend. Also falls die Dozentin gerade zulässt, Oh, scheiße. eigentlich finden wir es mega geil. Also, So weit habe ich jetzt nicht überlegt, jetzt habe ich mich zu wohl gefühlt. nein, also... Ja, und sonst ist jetzt mal kurz ein ehrliches Feedback gewesen Ja, von... es tut mir leid, Frau. Es tut mir einfach leid, aber Das die ist wirklich... Vorlesung ist nicht für mich gemacht. Nein, Es ist vor einfach allem, so- wir sind allgemein... Nein. Ich bin... Also, darum studiere ich Cast und darum studiere ich Kunst, weil ich einfach Ja. nicht in einer Vorlesung hocken. Weil es ist wirklich so, man hockt dort rein 1,5 Stunden. Ja, Oder? Ja. Und man lässt nur zu über Designkunst, was ja spannend könnte sein, aber es ist einfach nicht spannend. Vor allem, weißt du, wie viele Leute hören dazu, die einfach normal studieren. Und so, Bro, das ist mein Alltag. Ja, das ist In der normal, Vorlesung hocken chill und mal. einfach zuhören, so, Alter, was wollt ihr da? Ich will auch nicht immer nur so kleine Videos drehen. Nein, aber ja, auf jeden Fall sind wir so dort gewesen. Und dann nachher, plötzlich hat es voll nach Glühwein angefangen zu stinken. Also stinken, nein, fein Schmecken. schmecken. Und dann ich so zu der Nadja, von wo kommt der Glühwein? Von wo kommt der Glühwein? Und nachher schauen wir so rechts und nachher sehen wir einen riesen Kübel, also wirklich einen riesen Topf mit Glühwein, wo einer einfach heimlich Glühwein mitgebracht hat. Und das Beste ist einfach noch, er hat eine Herdplatte Das ist mitgenommen. krank. Er hat eine Herdplatte Das ist mitgenommen. krank. Und dann hat er die ganze Zeit so Becher gefüllt mit Glühwein und im ganzen Raum heimlich verteilt. Vor allem, eben, er ist ja so neben uns gehockt. Also ich habe zuerst gar nicht gesehen, dass er eine Platte hat. Ich habe Ja, nur dann, ja. Also ich habe nur so geschmeckt, ich habe so ein paar Becher. Ich dachte, okay, vielleicht hat irgendwie, weißt du, in einer Thermoskanne Ja, genau, einen dabei. so Ich sehe Pixeli. ein hure fette Ding. Nein, das Und ist dann sehe ich riesig unten- gewesen. Weißt du, dann, das ist ja der ein Step, so, okay, woher? Und dann der zweite ist ja, dass er da also der hat das während der Lektion, hat er das ja... Ich schwöre. Hat noch Trauben geerntet in dieser Lektion. Alter. Er hat Mit den richtig... Füßen verstampft. Das hat richtig so am Boden. Alter. Ja, auf jeden Fall haben wir dann einfach gedacht, okay, das ist jetzt ihr Grüppli. Und dann haben wir einfach so, ja, wir haben auch Glühwein. So, wow, das ist so 9 Uhr am Morgen gewesen. Wir so, ja, same. Und er ist so warm, der Ja, Glühwein. es ist geil Da gewesen. macht Herdplatte Sinn, ja. Aber sie hat es, glaube ich, nicht gecheckt. Sie vorne. Oder sie hat es gecheckt und sie hat es, glaube ich, ja. Vielleicht hat sie so denkt, wir sind so arme Tropfen. Sie gehen uns den Glühwein. Sie hat meine Stimme nicht nur sorry, Alkohol. Das ist eigentlich schon noch hart. Es Ja. tut mir wirklich leid. Es ist aber- nichts Persönliches. Ja, es ist Sie nichts ist sicher persönlich. privat eine ultra cool. Ja, mega tolle Person. Könntet ihr mal eins gucken? Ich kann mir gerade trinken. Oder ein Glühwein. Oder ein Glühwein. Jetzt ist Selber gerade da einer. gestammt. Sie kann mit uns sonst ein YouTube-Video machen. Alter. Jo, ja, oh wir mein haben Gott. geplant, dass wir nachher... Heute ist voll der Content Day. Ich mache jetzt wieder YouTube, Leute. Ich kann sie abkündigen. Aha, Maschine, Ja. Maschine. Und jetzt machen wir zusammen... Ich habe noch nie mit ihr ein YouTube-Video gemacht. Gut, ich habe jetzt allgemein seit dem Studium keine YouTube-Videos gemacht. Warte, hast du nicht mal... Doch, der Vlog. Der Ja, Vlog, in Berlin. Berliner Vlog. Stimmt. Berliner Vlog. Der Berliner Vlog. Berliner. Jetzt gibt es die Wahrheit oder Liebe Challenge. Ja. Und also ich weiß nicht, ich kenne Nina jetzt doch nicht so gut, aber sie ist sie hat gar keine Scham. wir können eigentlich nur schon von heute Ich sage, erzählen. da wird wahrscheinlich spannend. Oh ja. Können wir das erzählen? Ich muss die ganze Zeit husten, es tut mir so leid. Ja, sorry, ich habe die angesteckt. Ich bin Ja. seit 5 Wochen am Husten. Ja. Ähm, Weil die ganze muss mit dir hängen. Ich schwöre, es tut mir leid. Okay, sorry, ja. Ja, Mhm. aber also wir haben ja das Podcast-Modul momentan. Ich weiß gar nicht, wie wir voll aufpassen, weil wenn irgendwelche Dozenten das... Ja, jetzt habe ich ein bisschen... Also weißt du, beim YouTube-Video dann, kein Scham, oder? Schalte dich. ich schwöre. Dann beantworten wir alle 6 Fragen, die wir schon immer Oh wissen. yeah, es wird richtig spicy. Auf jeden Fall. Eben, ich glaube, meine... Ah nein, ich habe noch keine fixe Idee, aber ja, ich erzähle dann, wenn ich eine fixe Idee habe. Nina hat schon eine relativ fixe Idee. Was ist dein Podcast-Format, das du geplant hast? Wir haben Oh übrigens yeah. ein Podcast-Modul, habe ich das schon gesagt? Ja, ja. Gut, Mhm. ja. Also passend zum Thema. Jetzt die, die Krank. Podcast hören. Das ist heute eigentlich auch gerade so die Einweihung
mal ein bisschen in die Podcast-Welt. Das Ja, ist echt deine Übung gerade zum Genau, Wohlfühlen. genau. Aber Podcast ist nicht mein Medium, aber es ist okay. Ist okay. Noch nicht, genau. Aber nein, es heisst Seelenstriptease. Mein Podcast heisst Seelenstriptease. Es heisst. Und was machen wir dort? Genau, dort spielen wir Nacktroulette. Das heisst, ich bin der Host und habe immer verschiedene Gäste. Also bei jeder Folge habe ich einen neuen Gast. Und dort mit dem Gast spiele ich Nacktroulette. Und Nacktroulette ist so, dass man aus einem Topf eine Frage zieht. Und das sind immer nur spicy Fragen. Und dann tut man ohne Scham über die Fragen eigentlich diskutieren bei dieser Podcast-Folge. Das sollte eigentlich so dazu dienen, mal die verklemmte Schweiz mal ein bisschen zu öffnen und die Tabuthemen zu brechen. Genau. Und wenn man eben die Fragen nicht richtig beantwortet, oder also nicht richtig, quasi nicht ausführlich beantwortet oder nicht beantworten, muss man ein Kleidungsstück ausziehen. Rar. Und es ist vor allem ja geil, weil, also gut, ich mache jetzt einen Podcast mit Video, aber wir müssen das wie nicht machen so, darum es ist nur audiell. Wie heisst das Wort? Ja, nur mit Auditiv. Ja, einfach auditiv. nur Ton halt. Auditiv. Mhm. Wenn es schon nicht so Oh, das ist wieder ein Wort Authentizität. Ja. Boah, jetzt kann ich sagen. krank. Aber ja. Wow. Gut. Wie sagst du jetzt? Ich habe voll vergessen, wieso wir das jetzt erzählt haben. Wegen dem Feedback heute. Ja. Oder nein, irgendwie, weil er es nicht cool gefunden hat, dass ich mich aus... Ah ja! Wegen Scham! Ja, dass du keine Scham hast. Ja. Das beschreibt Nina eigentlich gut. Also wie, die haben dann ihren Podcast gemacht, nachher haut sie einfach... Also, wir haben wie ein Gespräch mit, also ich schon von der Klasse, und jetzt von einem Lehrer gehabt, wo du einfach so vorschlägst, ja, und dann haben wir ein kleines Stück ausziehen und 6 Fragen beantworten. Und der ist so ein, ja, das ist der so 50-jähriger Mann, was so gedacht hat, wie willst du das, machst du das wirklich? Und du so, hey, ja sicher. Ja, genau. Und er hat doch quasi so gesagt, so, ja, aber weil es ja nur auditiv, keine Ahnung, egal, weil es quasi nur mit Ton ist, dann merkt man doch quasi, dass du da fake ist. Und Nina so, hä, wieso soll das ficken? Du hast nicht mal in eine Wege gezogen. Null ficken, ja nicht mal so weit überlegt. Aber ja, aber ich finde, also wie, es heisst ja nicht, dass bei jeder Podcast-Folge dich nackt ausziehst, sondern es geht ja darum, man hat ja schon gewisse, zum Beispiel so Socken oder je nachdem Schuhe oder so. Und du bist selber schuld, wenn du etwas ausziehst. Musst halt Fragen beantworten. Ja. Weil sonst bleibt die Schweiz verklemmt. Ja, genau. Du wirst also eigentlich... Ja, voll. Aber ja. Darum, das ist nur ein gutes Beispiel, warum wir zeigen, Nina, die beantwortet alles. Die hat kein Blatt vor ihm. Oh nein. Und darum schauen alle sein YouTube-Video. Das war eigentlich der einzige Teaser. Genau. Da nehme ich die Nächte richtig auseinander. Alter. Ja. Darum, wir wollen es so machen, dass wir so, glaub, so 6 Fragen aufschreiben und dann in den Topf. Und das ist halt vor allem lustig, weil wir kennen uns. So, ich weiss ihre Sachen so. Das ist eben gefährlich. Das ist eben lustig. Weil dann wir genau so Fragen stellen, weil wir wissen es eigentlich voneinander, aber es geht darum, ob es im Video sagen wollen, weil wir haben ja die Option zum Trinken. Genau. Also aber keine Antwort ist auch keine Antwort, von dem es könnte lustig werden. Ich freue mich auf den Glühwein. Ich freue mich auch auf den Glühwein. Es klingt gerade wirklich, als wären wir so, wir sind voll kein Vorbild. Trink keinen Alkohol. Nein, das ist nicht gut, das ist nicht gesund. Trinkt einfach lieber Traubensaft. Mhm. Okay, aber geben wir es Scheiß drauf. Geben wir es gerade. Aber wenn man es so nimmt, ist schon wie Traubensaft. Ja. Einfach, es ist ein bisschen mehr geköchelt und dann ist der Alkohol entstanden. Oder so. Irgendwie, ja. Unsere Allgemeinbildung mal wieder. Also wir haben schon gestern, ich habe ja schon von der Prüfung erzählt. Oh es ist jetzt wie ein Tag später, darum ist für euch jetzt schon Ewigkeiten her, wo die Prüfung... Aber immer noch ein Stich ins Herz. Nein, es ist wirklich... Oh, ich habe gerade noch mal Lust, mit dir komplett mich darüber aufregen, aber ich habe es schon in der letzten Podcast gemacht. Aber ich kann nur sagen, wir haben absolut keine Allgemeinbildung. Wir können kein Englisch. Ja. Ich kenne gar nicht. Und er hat dann angefangen, Fragen mit dem Bund zu stellen. Und in welcher Abteilung vom Bund findet das statt? Und wir so... Quasi werden Gesetze definiert. Ja, was ist Bund überhaupt so? Aber wir haben jetzt gelernt, es ist Bundesversammlung. Ich weiß immer noch nicht, was das ist. Ja, nicht. Ich stelle mir gerade so eine Versammlung von Menschen vor, wo so ist, wir wollen ein Gesetz. Aber wichtig sagen also, wir führen jetzt das ein. Wir finden, wir sollen das machen. Ja. Nein, wirklich. Also bei solchen Sachen, manchmal, also wirklich mein Allgemeinwissen ist echt scheiße, was so Sachen angeht. Ja, aber ich muss halt ehrlich auch sagen, quasi einmal sind halt so, also eben so Tagesschau und so ist schon wichtig und News, aber es ist halt einmal, es ist immer nur mehr negativ. Das ist wirklich das so. Das ist so schlimm. Und das tut mich, ich habe das Gefühl, ich will mich gar nicht mit dem befassen, weil ich... Ja. Weil
Weil es züchtet einem nur ab. Ja. Es ist so... Wenn man sich so fest, also voll. zu fest damit beschäftigt, Ja, ein anderes Problem. Ich schwöre, wir haben schon genug Probleme. Ich schwöre. Aber nein, man muss jetzt nicht verharmlosen. Aber ja, schon. Ich fände es Krass. geil, wenn es auch wie... Also ich finde es ja wichtig, dass man schon, weißt, so... Ja, sieht, so, es ist nicht alles gut auf der Welt. Ja, sicher. So, aber ich fände es eigentlich auch geil, wenn es einfach mal so ein Newsportal würde geben, wo so nur die positiven News hat. Ich glaube, ich würde sowas von konsumieren. Ich fände es voll geil. Oder eine gute Mischung, weil du kannst auch mal sagen, Ja. so, hey, quasi dort und dort ist da entdeckt worden und da ist quasi gut. Und nicht immer quasi, ja, aber es könnte ja noch da und da dann passieren, jetzt durch die Entdeckung. Es ist immer, ja. Voll, aber die Menschen sind ja voll halt, ich glaube, es ist ja vor allem so, weil die Menschen so, sie wollen Beef. Ja, Es ist ja nur spannend, wenn sie wie Gossip eigentlich mäßig so. Genau. Darum, falls du gerade Lust hast, irgendetwas zu finden, da war der Karl. Weil wir können es nicht. Go! Wir jetzt allgemein wissen wir nicht. Das ist ja, bitte macht das. Das ist eine Marktlücke. Ja? Das wäre Ja. boomen. Gut. Also wir wären Fans. Wir Oder? würden supporten. Aber weil wir keinen Bock haben, um mit uns zu tief in die Materie. Ja. Genau, dann hätten wir allgemein Bildung. Dann würden wir uns vielleicht sogar mal bilden. Dann würden wir nicht so dumme Videos machen. Weißt? Und über Scheiße reden. Nein, Spaß. Aber Gut. ja. Aber wir haben ja noch ein anderes Thema, wo ich unglaublich freust drauf. Ich weiß genau, was. Ist Hongkong? Ja. Nein, also ich habe ja schon in der letzten Folge von der Podcast-Folge, wo ich immer über Nina rede, darüber geredet, dass sie in Hongkong geht. Nein, das Ding ist, eigentlich ist ja der Plan, dass wir beide weg... Also wir haben das... Also wir haben uns mal mit dem Arsch angeschaut, ob wir das entschieden haben eigentlich so. Das ist mega schön gesagt. Nein, aber wir sind ja nicht so gewesen. Nein, das Big stimmt. Love. Nein, wir haben ja nicht geplant, dass wir so, oh mein Gott, wir können jetzt gleichzeitig planen, wenn wir weggehen, Genau. wieder auf und weiss ich auch nicht was. So, wir haben erst später entdeckt, dass wir da eben gut Zaunarbeit können und dass wir da Knister zwischen den ist. Energie. Genau. Was hat doch immer einen Faden gespannt? Aber ja. Genau, das haben wir alle gewusst. Und es hat sich einfach so ergeben. Es ist so, eigentlich war es voll Zufall gewesen, weil irgendwie niemand von der Klasse Ja. so das hat wollen. Also jemand, der jetzt weg ist. Ah ja, genau. Stimmt. Genau. Aber sonst ist es voll Zufall gewesen, weil wir sind eigentlich voll die Vierergruppe in der Klasse. Voll. Und genau wir vier, also wir sind erst in Berlin ja so Besties eigentlich. Voll. Und vorher haben wir das ja geplant gehabt. Eigentlich genau voll Zufall, dass wir Genau. dass uns treffen haben. Ja. Also quasi ja. nur wir vier eigentlich wollen weg und die anderen Ja. wollen alle nicht in den Austausch. So. Vor allem wie lustig, dass jetzt einfach nur du gehst. Ja, Weil bei das der ist FOMO. Oh nein. Vor allem bei der einen sie, ich weiß gar nicht, soll man den Namen sagen oder nicht? Ja. Ja, komm. Shoutout an Nadine! Let's go! Applaus! Nadine hat sich verpasst anzumelden. Ja. Bei der Sarah, bei der Sarah habe ich auch einen Podcast gemacht. Über Mexiko sogar, sie hat in Mexiko wollen gehen. Ja. Bei ihr ist es nicht gegangen, weil sie sonst hätte Sachen nachholen Genau, weil es länger verschoben. studieren. Ja. Dann, ja. Ich bin nicht angenommen in Genf und bei dir hoffentlich funktioniert es wenigstens. Genau, und ich gehe auf Hongkong. Sie Ja. geht jetzt auf Hongkong. Und vor allem für mich ist es eben gar nicht so mega präsent gewesen, weil ich auch wie selber auch weggegangen wäre. Ja. Und jetzt betrifft es mich ja viel mehr, weil ich jetzt einfach da bleibe und du mich alleine. Ja, vor allem, Ja. wir sind jetzt auch immer so ins Bodyforming miteinander und Ja. so. Und wir haben so vieles gemacht und ja, Wir sind aber so viel aufeinander geguckt, dass wir gar nicht ja, mehr... wir dass sind wir wirklich fest so- jetzt aufeinander gehockt. Ja. Und darum ist sogar für mich komisch, obwohl ich gang und Ja. ich neuen Einfluss habe, ist sogar für mich komisch, dass du dich noch an meiner Seite bist. Schön. Aber wieder schön. Ja. Ja, Schule, ja, voll. Und bei dir ist ja also eben FOMO ist es... Also, wie fest ist das jetzt bei dir, so das Ding? FOMO. Ja, oder weißt du jetzt so, macht es für dich jetzt einen Unterschied, dass ich jetzt auch nicht gehe? Ja, irgendwie, doch, mal schon mega. Es macht schon viel aus. Weil es ist wie so, jetzt wirklich, alle bleiben da und ich Ja. gehe quasi. Und wenn ich halt zurückkomme, weiß ich halt nicht, was anders ist. Also nicht, dass ich Ja. so denke, so, ja, du mich jetzt nicht mehr integrieren oder so. Also safe nicht. Für da kenne ich auch gut genug. Aber safe. es ist halt trotzdem so, nein, ich verpasse so alle Insider oder halt Ja. auch so das Zusammenspiel und ja. Ja, safe. Vielleicht bin ich ja dann plötzlich ein anderer Mensch. Vielleicht kommst du einfach Stell nicht dir mehr mal vor. zurück, Alter. Ja, oh mein Gott, wenn wir gerade aus, direkt. Studium abbrechen. Alter, Ja, stell dir vor. dann Mann. ist schon ein bisschen komisch, ja. Ja. Aber viele fragen sich vielleicht auch, wieso Hongkong?
Ja, weil zuerst wollte ich auf Amerika, auf New York, aber halt jetzt auch durch Social Media sind wir mit New York oder Amerika viel mehr vernetzt da. Ja, also voll. wir wissen so voll, was eigentlich so zu Amerika so ein bisschen abgeht und so. Und von China, Asien haben wir eigentlich nicht so den Zugang. Und darum interessiert mich das mega und ich glaube auch, so kann ich mich wie auch ein bisschen mehr weiterentwickeln. Ja. Weil ich mal so ganz neue Einflüsse bekomme. Macht aber natürlich auch Angst, weil ich keine Ahnung habe, was mich dorthin erwartet. Und du bist noch nie gewesen. Ich bin noch nie gewesen. Ich bin immer so in Amerika gewesen, aber Ja. noch nie in dem Raum dorthin. Das ist ja, glaube ich, schon ein bisschen... Boah. Ich weiß gar nicht, das ist schon anders. Ich glaub, bin auch noch es nie ist gewesen. komplett anders. Ja. Also ich habe richtig Schiss, vor allem auch wenn ich dann ankomme beim Flughafen allein. Ja. Und dann nachher gehe ich, glaube das erste Mal aus dem Flughafen, ich glaube, ich habe einen Kulturschock. Also, ja. ich freue mich natürlich auf die Zeit. Ich will jetzt noch nicht so sagen, Ja, ja. oh mein Gott, voll schlimm auf China. Aber Ja. es ist Ja, aber ich glaube, das kann das kannst du auch verdammt nachvollziehen. Also, das ist ja komplett andere Welt und so. Und Ja. ich weiss auch, bist du schon mal für eine längere Zeit irgendwo weggegangen? Ja, also für einen Monat nach Kanada, aber zu meinen Verwandten. Aber das Und das ist schon etwas anderes. Ja, und es ist, also ein Monat, also 5 Monate sind es jetzt. Ja. Das ist schon, das ist 5-mal mehr. Ja. Fünfmal mehr. Fünfmal. Das ganz alleine. Ja, ja, Mit ja. meinen Englisch-Skills, das kommt nicht gut. Stimmt, oh mein Gott. Kommt Das nicht ist, also das ist doch der Insider, weil so mega viele aus unserer Klasse, also eigentlich alle, Eigentlich ein Bombe. die können, ja, die können einfach Englisch. Ja. Die Weißt, können krank das Englisch. ist gar nicht Frage. Vor allem, es ist dann manchmal so normal, dass so irgendein Dozent kommt, der einfach nur Englisch kann. Ja, ja. Und wir sind dann so, also wie jetzt, also was jetzt, das hätte dann müssen sagen, Leute. Oder wenn man Besprechungen hat. Immer so, yes, I mean this. Und wenn ich nicht mehr weiter weiss, immer so gerade auf Deutsch weitermachen. Wenn so unser Dozent von Animation. Animation, Oh, willst du Englisch sagen? Schon mal- Animation. Animation. Slay. Flexen, weißt du. Ich schwöre. Ey. Nein, auf jeden Fall, er redet nur Englisch. Er ist ein zuckersüßer Mensch. Ja, ist mega cool. Aber so bei Besprechungen dann eben, Ja. weißt du, wenn er ja halt einfach vorne leitet. Ich finde, verstehen geht Ja. so zu 80-90%. Ja. Also es ist ja meistens der Basic Ja. Shit. Aber sobald ich dann muss reden, dann bin ich so, can we switch in German? Weil ich kann so ein bisschen Deutsch, aber er er will preferred. nicht. Ja, preferred. Ich schwöre. vor allem, ich benutze eigentlich voll viele englische Wörter im Alltag. Dass man, Alltag. Reden wir schnell ein bisschen Englisch, dass Okay, checken, okay. wie man Englisch redet. Okay. So, what Okay. do you mean with usually day? Usually day, was man wie Alltag auf Englisch heißt. Say With that the- what you want. Was ist Alltag? With Daily life? daily jour. Okay. Yeah, what was your question? What do you do in your daily life? So normally I go in school. Das können wir nicht machen, das ist viel zu peinlich. Vor allem, ich habe das Gefühl, okay, wir sind jetzt schon auf einem sehr lowen Niveau. Ich habe jetzt gedacht, okay, ein bisschen besser sind wir jetzt gerade schon. Das war gerade hardcore gewesen. Vor allem so Knopfdruck. Ich denke so, komm, das schaffe ich jetzt. Nein, sorry. Das ist gerade viel zu embarrassing. Ich schwöre, vor allem, wenn aber Nati so irgendetwas erzählt oder mir irgendetwas erklärt, so egal, einfach so in der Schule, und nachher braucht sie plötzlich so englische Wörter, dann sage ich immer so, was tust du jetzt? Du da so ein bisschen bluffen. Ich muss mich tarnen. Ich muss mich tarnen in der Gesellschaft. Vor allem Nadine. Du Chamäleon. Vor allem Nadine, eben sie von unserer Viergruppe, sie kann perfekt Englisch. Wow. Und sie ist auch eben, wo voll der Englisch, also sie benutzt mega viel englische Wörter. Und so Englisch Slang, ja, fix. voll. Also sie, Ja, genau. sie, und sie ist zum Beispiel eben, wo viele englische Wörter benutzt. Und sie, also jetzt gerade letzte, weil sie mit anderen Englisch Kontakt hat und so, Ja. redet sie recht oft Englisch. Voll. Und es ist ja lustig, was wir besprochen haben. Ich habe dann einfach für mich immer so gedacht, okay, keine Ahnung, was sie jetzt gerade gesagt hat, aber einfach nicken, weil alle anderen haben es verstanden. Ich muss jetzt einen Aufstand machen, von was hast du gesagt? Aber sie checkte, dass sie einfach auch nichts versteht. Und das ist so lustig, weil sie redet ja nicht mal komplett Englisch, sie redet einfach nur englische Wörter. Ja, aber so die wichtigen Wörter, wo so denkst so, ja, die werden jetzt eigentlich relevant zum wissen, was das heisst. Ja. Ich habe nur schon mit meinem Bruder eine Podcast-Folge aufgenommen. Ja. Und er ist eben auch so, er benutzt so viele englische Wörter. Dass ich auch irgendwann so, jo, was? Was reden wir gerade? Halt, stopp. Über was reden wir gerade? Nein, es ist, ja.
Aber weißt du, was auch schlimm ist? Du kommst dann einfach zurück von Hongkong und kannst perfekt Englisch. Aber ich werde immer slayen. Ja, dann lässt mich einfach fucking alleine mit Englisch. Nachher kannst du mir vielleicht wenigstens erklären, weißt du? Ja, Du dann bin ich dein Dolmetscher. Du bist mein Dolmetscher. Dann bin ich dein Dolmetscher. Vor allem, ich habe dann gedacht, weißt du, ich kann ja schon wieder auf Genf zum Französisch lernen, aber ich hätte ja dann safe irgendwo ab jetzt mehr Englisch gelernt. Ich muss einfach jetzt mit Duolingo Englisch durchziehen. Ja. Dann kann ich besser, dass du Englisch weißt. Wahrscheinlich echt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe schon Schiss zum Englisch reden. Ja, aber redet man auch Englisch so? Ja, Hongkong ist eher schon Englisch, aber schon Mandarin, ja. Ja, Also halt so, ja. China ist ja Mandarin. Aber hast du Bock, Also- zum Mandarin lernen? Boah, also ich habe glaube schon meine Schwachstellen mit Englisch, sagt da ehrlich. Aber kannst du irgendetwas auf Chinesisch nicht? Ich glaube, Ching ist glaube Danke. Okay. Ching Ching, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Dann du redest einfach die ganze Zeit Englisch noch einmal so Ching Ching! Oder es steht einfach... Das ist einfach so fuck you. Oder es heißt einfach so fuck you. Oh mein Gott, das wäre schlimm. Ja, aber nein, Ching Ching schnell Ching. anschauen. Ja. Aber ich glaube auch mit Duolingo habe ich glaube gelernt. Echt? Mhm, Krank. ich habe wahrscheinlich vielleicht ein paar Sätze, aber ganz sicher nicht reden. Also ganz sicher Ja, nicht. eben, es ist ja auch komplett Ja. anders. Also, Ja, weißt, wenn du voll. Spanisch lernst, dann ist ja schon Ja, so einfach ein bisschen ähnlich wegen relevant. Latein. Ja, Das ist ja... ja, nein, Ich das kenne einen ist Kollegen, komplett ich weiß gar nicht, ob es Mandarin ist. Was redest du in Taiwan? Ich weiß es nicht. Taiwanesisch. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Taiwanesisch? Ja, auf jeden Fall einfach, er hat die Sprache dort geredet. Ich glaube, es ist... Boah, Taiwan ist schon China, oder? Ich bin echt... Sorry, meine Allgemeinbildung ist Arsch. Auf Können jeden wir Fall... Thema wechseln? Es wird langsam Ja, ist mir langsam peinlich. Ja, keine Auf jeden Fall, er redet das. Er hat das gelernt, dort, weil er Ja. dort war für... Und er hat jetzt eine Freundin... Also, nein, ich glaube, sie sind sogar verheiratet jetzt. Der Lionel! Ja, du kennst ihn nicht. Kennst du ihn? Doch. Der Also, Ask Switzerland. ja. kennst ihn? Also, okay, ich Also, weiß, wer er ist. Er ist dein Beste. Ja, let's go, wir hängen schon Lustigerweise, miteinander. mit ihm habe ich ein Video gemacht, Wahrheit oder Trinken. Kannst du dir Echt das jetzt? vorstellen? Nein. Ja, aber es ist, glaub, es ist nicht mit Alkohol gewesen, sondern es ist mit scharf. Also weißt du, etwas Scharfes. Oh, das ist aber auch eine geile Idee. Ja, Oh aber- mein Gott. Und es war hure lustig gewesen, weil, also ich weiss nicht, wie wirkt er für dich? Eher Eher so ein bisschen- Ja, du hast Ja, das Gefühl gehabt, ja. ich muss es da voll raushauen. Ja. Digga, der Sieg, der hat rausgehauen. Vor allem, ich bin gefühlt die Jungfrau gewesen, wo wir das aufgenommen haben. So. Also weißt du, so, ich habe ja gar keine Erfahrung. Ich bin seit Ja, ich 17 ja. bin mit dem Chat Ja, so. voll. Und er hat Stories und ich so, was? Echt Das jetzt? ist so Okay, lustig. das hätte ich gewesen. nie Wann Ja. war das? Oh, wann war das? 19 oder so? Oh, Schon lange her. Oh das mein ist ein lustiges Video geworden. Alter, das Ja, hätte ich das ist nie so gegeben. lustig, Weil ja. eben, ich selber jetzt, wenn ich, also falls ich meinen Namen so sehe, auf Videos oder so, denke ich mir eben auch eher so, Ja. eher so schüch. Ja, aber lustig, dass du ihn noch kennst, weil also früher war er halt mega bekannt gewesen. Mittlerweile, ich weiß gar nicht, ob er da mega Content macht. Macht er nicht mehr? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, auf jeden Fall. Okay. Aber ja, er ist mit einer Ja. zusammen, oder eben mittlerweile sogar verheiratet. Ah, Doch, er ist crazy. verheiratet. Doch, jetzt, Crazy. ja, mit einer von Taiwan und er kann jetzt die Sprache, die wir dort reden. Boah, das ist aber schon geil. Das ist krass. Aber er ist der ist sicher so schlau, Alter, der kann alles. Der Echt geht jetzt? für einen Monat wahrscheinlich nicht der, aber der kann auch die Sprache. Der sicher ist echt, der ist crazy. Er hat ja Jura Oh studiert und mein- alles so. Was? Ja, der ist krank. Jura? Ja. Oh mein Gott. Der ist jetzt, der wird Anwalt, der ist also wirklich, der hat für mich ein Multihirn. Was? Ja. Das flasht mich jetzt gerade das ist Ja. jetzt gerade für mich gerade... Ah, wirklich? Ja. Was, der wird Anwalt? Okay, krass, okay, Szene. Ja, das Das ist. flasht mich Also, gerade schüch. also wenn man schnell, vielleicht hast du jetzt gerade jemand anderes im Kopf. Nein, ich glaube schon, ja. Wie sieht er aus? Braune, schwarze Haare. Dunkel, Länger. ja. Ja. Länger? Also so, schon, ich glaube schon, doch, so ein bisschen... Er kommt von Basel, er redet Ja, so. Basel, er Okay, redet von so. okay. Ja, mal, safe, das ist Ja. schön. Schreib mal einen Kommentar, ob ihr ihn noch kennt, weil das ist jetzt gerade voll der Random. Ja. Also, wer redet denn da? Aber Warte, er hat ja. früher YouTube gemacht und ist so auf die Straße gegangen und so aus Frauenfeld und so auf die Straße umfragen. Mhm. So, er ist eigentlich die erste Größte, die so auf die Straße umfragen gemacht hat. Ja, voll. Aber ja, lustig. Ja, zurück zu Hongkong. Voll abgeschweift, extra Extra. Themawechsel. Ja. Nein. Ja, was willst du mich so fragen? Ja, aber das ist eigentlich so ein riesen Thema. Ja. Ja, wir haben dann so ein bisschen, ja, was ist das, was dich gerade am meisten belastet? So? Okay, also Hau raus, Vorbereitung. kotz sie raus. Ja, jetzt wird es ernst. Ja, die Vorbereitung halt, weil man muss alles überlegen, was passiert. Erstens, ich habe jetzt eine eigene Wohnung. Das heisst, ich muss meine Wohnung kündigen. Oh, ja. Das heisst, ich muss jetzt noch zügeln in diesen 2 Wochen. Nein, 3 Wochen, jetzt Oh übertreiben Gott. wir nicht. Dann muss ich Internet, Handy-Abo. Man braucht in China ein spezielles Handy-Abo. Also man kann ja quasi in China Instagram und TikTok kann man ja eigentlich nicht brauchen.
genau. Müsstest wie mit einer VPN quasi die verbinden und so. Ah, ja, aber also Instagram auch nicht? Nein, ist verboten dort hinein. Oh mein Gott. Eigene Social-Media-Kanäle. Aber wenn du eben jetzt irgendwie eine spezielle eben SIM-Karte oder so kaufst, dann kann ich es trotzdem brauchen dort Okay. in China. Weil es gibt ja trotzdem so Kanäle, ich habe extra ein bisschen geschaut auf Instagram, dass ein paar Hongkong-Videos aufgeladen die Ja. ja von Hongkong sind. So. Ja. Also es geht schon irgendwie, aber eigentlich Das ist es ist schon verboten. krass. Und Ja, so eigentlich WhatsApp ist und es so? verboten. Ist auch verboten. WhatsApp kann ich glaube gar nicht brauchen im Fall. Ja. Können wir telefonieren? Ja. So, dass es nicht kostet. Ja, das ist eine gute Frage. Bist du einfach gestorben für 5 Minuten? Alter, was machen wir jetzt? Mega laut. Snapchat habe ich mir gar nicht überlegt. Ja. Unsere Snapdays. Nein, was ist das? Ich bin so stolz, dass wir... Ich bin so stolz auf die Zahl. Wir müssen Immer jetzt 100... Bist du so ein Snapdays-Mensch? Ich habe mit niemandem Snapdays, nur mit dir. Das schon auch. Der Janet von den Besties. Du sicher so mit 20 oder so. Gib's zu. Schau, wie sie schaut. Warte, wie viel habe ich mit? 116. Echt jetzt? Ja, das ist ein bisschen... Schau mal, wie viel... Warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mit 9 Leuten habe ich Snapdays. Oh Aber es ist im mein Fall- Gott. Ich bin sogar einer der Aber es ist Letzten, die Snapdays hast. Aber es ist auch ein bisschen... Ich schäme mich auch jetzt dafür. Es ist so... Vor so ein paar Jahren ist das so das Ding gewesen. Ja, voll. So, oh mein Gott, wir haben Snapdays verloren und so. Und jetzt ist es halt mega cringe. Und Aber jetzt, nein, ist voll so, jetzt ist so... Oh mein Gott, du kennst schon auf Snapdays voll peinlich. Aber es ist aber schon irgendwie cute. Weil noch Leute, ich habe jetzt schon so oh. lange Snapdays mit diesen Leuten. Ich kann jetzt, es tut jetzt einfach weh. Ja, fair. So um die ab. Aber so die 1000... Oh mein Gott, das ist ja das ist absurd. Das Jetzt ist kommt krank. eben so, jetzt kommt langsam so, weißt du, so, wenn du jetzt so nur ein paar Snapdays hast, so 20, dann juckt es ja. Ja, Fett, aber- voll. Aber dass du eine Zahl hast. Ja, wenn du einfach einfach mit deine jedem Base Tag aufgebaut weh. hast, Ja. oder? Leute, das ist mein Wert. das macht es Das aus. macht dich Auf das bin ich stolz im Leben. Das sind meine Erfolge. Ich schon die positiven Sachen. Das haben wir letzte Woche geredet. Genau, Oh. das ist wichtig. Das ist wichtig. Oh, da haben wir übrigens, wir haben ja, also das ist gerade eigentlich das Thema, das uns momentan am meisten beschäftigt, das, was ich jetzt die letzte Podcast-Folge darüber geredet habe. Also jetzt gerade, das, was die dunkle Wolke über uns ist. Ja. Das, alles, was am Ruder läuft. Oh ja. Oh mein Gott. Vor allem, Nina ist noch keine Podcast-Hörerin, ich habe jetzt auf dem Weg daher, habe ich ihr einfach alles erzählt, was ich herausgefunden habe, als ich in den Podcast bin. Und es ist so spannend, es macht so Sinn. Ja, Ich habe im Fall echt, also ich habe wirklich daraus gelernt. krank. Vor allem, dass quasi so, ja, siehst doch positiv und so. Ja. Da ist eben das Schlimmste, was du eigentlich kannst sagen, wenn Ja. es einem schlecht geht. Ja, wirklich, das liegt so gar nicht. Weil das ist wie so, ja, easy. Und es ist eben der Unterschied von nicht einfach positiv denken, sondern positive Erfolg, so als Genau, Gegenpol zu einem genau. negativen Genau. Misserfolg. Voll, weil da ist richtig nice. Ja. Voll. Was habe ich jetzt raus? Scheiße, ich habe jetzt voll den kranken Fall. Was haben wir vorher geredet? Schwierige Snapdays über Erfolg. Erfolg. Das ist zum Beispiel ja, genau. einfach an die positiven Erfolg denken, einfach an Snapdays haben mit Leuten. Leute, ihr habt es geschafft. Das ist ein Kranker. Das ist ein Weird Flex. Genau, und für jeden ist der Erfolg anders, weil für mich ist jetzt zum Beispiel Erfolg 116 Ja. Snapdays und für mit 4000 irgendwas. Also, alles ist gut. Einen eigenen Ja. Maßstab setzen, oder? Genau, Und und dann nicht kommt mit er anderen gut. vergleichen. Genau, nicht mit denen vergleichen. Ah nein, ich wollte sagen, wir haben vorher eben noch darüber geredet und dann haben wir so etwas voll Krankes herausgefunden, weißt du, das mit dem Feuer. Oh ja, oh ja. Oh, willst du sagen oder hast du es vergessen? Nein, ich weiß es noch. Oh, Ich also. tue dich supporten. Okay. Du hast mir nämlich so cute erzählt. Also soll ich erzählen? Okay. Ich weiß gar nicht, was ist gegangen. Ah ja, wenn du schon in dieser negativen Spirale bist, wo alles gerade Alles kacke ist im kacke Leben, ja voll. dann, also es geht um das Thema Feedback. Weil wir gerade heute zum Beispiel ein Gespräch hatten mit unserem Dozent, der uns Feedback gegeben hat. Und wenn du Genau. irgendwie in dieser negativen Spirale bist, dann ist jedes kleine Detail, also jedes Alles kleine schlimm. Feedback, das zieht einem Namen ab. Ja, voll. Und wenn du in einer Normalfassung bist, dann kannst du das gut aufnehmen und dann kann dir das sogar helfen, Feedback. Genau, Weil das ist ja auch gut. Weil Kritik ist grundsätzlich und Feedback allgemein, oh Gott, ist ja eigentlich etwas Gutes. Voll, weil so kannst du wachsen. So bringt es dir weiter. Es bringt Ja, Leute, genau. wenn du Menschen in deinem Leben hast, Voll. die sagen, du machst das alles gut und ändere dich nicht. Genau, und so ein bisschen streichen. Nein. Ja, bleib wie Mach du dich nicht bist. härter. Nein, wir wollen alle an uns arbeiten, wir haben alle Genau. unsere Fälle. Ja, also nein, aber es ist echt Ja, so. doch, for real. Ja. Gut, auf jeden Fall haben wir wie herausgefunden, kranke Es ist eben, Doch. ist echt ein krasser Vergleich. Finde Ja. ich voll echt krass. Und auf jeden Fall geht es darum, dass wenn du schon in diesem negativen Ding bist, dann ist dein Feuer klein. Und wenn da jemand reinbläst... So da, wie so, wenn die Kerze halb
halb leer ist und dann nur noch so ein kleines Flämmchen ist. Und, ja, genau. Und einfach wenn es ein kleines Flämmchen ist, wenn das Feuer Flämmchen. klein ist, weil du nicht so viel Energy gerade hast Genau. und dann jemand reinbläst, dann tut das Feuer einfach Dann löschen. geht's aus. Dann bist du eigentlich einfach wie so ein flaches, gepresstes Buch am Boden, das überfahren worden ist. Und es ist einfach so. Und dann draufgespuckt worden. Ja, wirklich genau so. Dann kannst du überhaupt nicht Viel kritikfähig. Elend. So. Ja. Aber wenn du dein Feuer normal ist, die Energy ist da. Genau, sie Und dann brennt und sprudelt. Ja, und wenn dann jemand reinbläst, dann wird es noch Noch größer, größer, weil es Feuer. pusht und denkst so, let's go! Ja, es bringt dich weiter, das Ja, Feuer voll. wächst. Du hast mehr Genau, es Bock. macht dich stärker. Ja, und ich finde, grösser. und das Feuer ist auch so ein bisschen, das zeigt ja auch zum Beispiel so eine Motivation. Genau. Wenn wir, oder jetzt wie... Wenn du für etwas brennst. Ja, oder du schon, wenn du jetzt eine Idee hast, so bei mir, wenn mir dann jemand so ein bisschen Feedback gibt oder auch noch Input oder so, was ich noch ändern oder verbessern, in dem Moment ist so, oh mein Gott, ja, und dann fängst du an, dein Genau. Feuer zu machen. Und wenn du, also wie heute zum Beispiel, hätte ich jetzt eigentlich einfach gebraucht, dass er mir sagt, hey, deine Idee ist super, es gibt nichts auszusetzen. Oder nur schon, ohne Scheiß, nur schon, bist du auf einem guten Weg. Ja, einfach ein kleiner Funken. Wirklich. Und es war halt wirklich einfach ein Gespräch gewesen. Er hat schon so, ja, vielleicht könntest du noch so und so. Und es hat sich einfach, also er hat sich, weißt du, eben in der Normalfassung, wenn wir jetzt nicht so in dieser Situation sind, wo wir gerade alles scheiße Ja, er hat finden. alles richtig gemacht. Ja. Wir sind das Problem eigentlich. Es ist ein Me-Problem. Ja, es ist einfach ein so. Me-Problem. Genau, wir sind gerade in dieser Fassung. Und darum Sensibel sind sind wir einfach. eigentlich aus dem Raum rausgelaufen nach dieser Besprechung und einfach beide keinen Bock mehr gehabt. Also ich sage dir ehrlich, zum Glück habe ich nicht noch meine Tage. Da will man den Rest geben, ich sage das. Da will man echt noch den Rest geben. Ja, Aber ja, das ist gerade, ja. Also eben, ich kann ja von meinen Sachen schon so ein bisschen erzählen. Bei dir ist eben auch gerade so eins nach dem anderen. Hongkong Einfach ist ein zu viel. riesen Ding und einfach so und dann nachher kommen noch so Leute angeklopft, die irgendwie etwas finden, wo du einfach so denkst, nein, das kann ich nicht brauchen. Ja, es Ja. ist vieles los, ja. Ja, willst du erzählen, was da los ist? Vielleicht nicht beim YouTube-Video. Oh, nach ein, zwei Gläschen Wein. Ja. Ja, es ist einfach eine schwierige Zeit. Ja. Ja. Es hat, Typen, Beziehungen sind einfach kompliziert. Ja, nein, es ist... Boah, ich fuhr so zu der Nati, ich erzähle nachher voll über das. Und jetzt denke ich mir, wieso? Ich hatte jetzt gedacht, ich gebe dir Ding, aber das ist ja voll easy. Ich weiß halt nicht, wann ich kann sagen, weil ich Nein, will nein, nicht ist ja voll Aber easy. eigentlich würde ich es schon gerne teilen, weil ich finde es schlimm. Aber, ja. Ja, und sonst gibt es... Teaser. Ja, ich hätte gesagt, sonst gibt es wieder eine Podcast-Folge, aber die werden halt nach Hongkong, Genau. dann ist das Thema gegessen. Dann ist das Thema gegessen. Ich Oh. schwöre. Naja, Okay, doch, eigentlich kann ich erzählen. schon. Wohl, Fühlst du dich voll. wohl? Weil ich glaube auch, das ist auch ein wichtiges Thema. Okay. Weil es ist so quasi, wenn ein Typ kennenlernst und dann nachher quasi, ihr vibet voll miteinander und so, blablabla, und du denkst halt echt so, boah, es vibet. Und nachher tun euch auch ein paar Mal treffen und so. Und dann irgendwann passiert halt in deinem Leben so viel, dass du quasi gerade so merkst, so, oh mein Gott, ich habe gar keine Zeit Ja. für noch eine männliche Person in meinem Leben oder einfach für eine Beziehung, für einen Partner oder Partnerin. Und dann nachher ist es wie so, ja scheiße, ich muss jetzt auf mich schauen. Und dann, wenn das dann halt plötzlich so passiert, du dich nicht mehr bei der anderen Person so richtig meldest, dann ist wie so, ja, du da halt wie so für die andere Person ja quasi eigentlich wie so ein bisschen signalisieren, oh, wieso tut sich jetzt nicht mehr melden, hey, was ist jetzt so Ja. passiert und blablabla. Und ja, nein, ich weiß gar nicht, wie Mal, es ist wie- erklärt. Nein, ich glaube, es ist auch ein bisschen vielleicht das Thema ready sein für Beziehungen nicht. Ich kann das auch, also, ich habe das auch im Podcast darüber geredet. Ja. Irgendwie einfach so, alle unsere Themen werden irgendwie immer so Themen von meinem Podcast. Du musst gar nicht mehr erzählen. Nein, Finde ich gut. aber wie, das ist ja schon ein Ding, eben sich noch nicht ready fühlen, Ja. wenn man so, also wie, bei dir ist gerade so viel los. Du hast grad Genau, so viel, genau. Du bist gerade wie so beschäftigt. Ich glaube, wie jetzt noch, also, und wäre es jetzt vielleicht auch etwas, wo So 100%. ja, Also dann würde man ja, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, Leute. Genau. Vor allem, es ist wie so, mit den 100% würde ich sagen, nicht, dass quasi die Person mich nicht voll catcht, das sage ich nicht so, sondern eher so, mich auch supportet, dass ich so viel los habe. Ja. Und mich quasi nicht einschränkt und quasi ich dann meine Ja. Arbeit deswegen muss auf die Seite legen. Also klar, Ja. es ist immer ein Geben und ein Nehmen, da ist natürlich safe der Fall, aber ich brauche jemanden, der mich supportet und Ja. nicht quasi mich Der daran hindert Vorwurf. oder Vorwürfe macht, genau. Ja. Und jetzt habe ich halt die ganze Zeit nur Vorwürfe bekommen, quasi à la, ja, keine Zeit, blablabla, aber ich denke mir Ja. irgendwie so, Das macht es halt dann eben. ouch. Also weißt Ja, du, und du brauchst in dem Moment ja eigentlich einfach Verständnis. Genau. Weil es ist ja wie nicht.
Leute wie nicht an ihm. Es ist einfach Ja, gerade eine Phase, wo voll. gerade viel los ist und wo Genau. Bro, du gehst in fucking Hongkong so. Ja, es ist auch voll. schon schwierig. Ich so. habe gerade so viel los und dass man den da wie auch nicht mal sieht und den nachher mir aber Vorwürfe gibt, wie so, boah, ich habe mich so arschig verhalten, weil ich mich nicht mehr gemolden habe und so, ist irgendwie so schade, weil ich so denke, nein, also weißt du, Ja, ich habe voll. mich mega gerne mit dir getroffen und Alter, ich kann mir glauben, ich treffe mich schon nie mit Typen. Also das ist eigentlich ein Wunder, dass ich mich da mit dem Dude getroffen habe. Ja. Also ja. Ja, voll. Darum- Und du hast eigentlich auch von Anfang an offen kommuniziert, so, Ja, voll. was bei dir im Sache Leben ist. abgeht, Genau. was er sich einlädt. So. Ja, und jetzt wird wie so eigentlich wie so ein bisschen beschimpft für Ja. etwas, was ich eigentlich gar nicht böse gemeint habe. Und es ist halt, ja, Liebe. Die Liebe. Liebe ist einfach einmal kompliziert. Ja. Oder nicht Nein. einfach. Aber kann auch mega schön sein. Kann auch mega schön Nein, sein. aber ich glaube, ja. es ist wirklich auch das Ding so, wenn man ready ist, wenn man das wirklich will. Ja. Das ist ja schon... Und bei dir, es ist so viel los, Voll. du hast mental gar kein Ding. Genau. Und eben, wenn in dem Moment wie die andere Person vielleicht dann auch mehr vorwürfig ist, dann Ja, ist das für mega. dich einfach Noch normal. schlimmer. Das ist eben der kleine Fioli, wo dann nachher einfach Ja, aufgeht. ja. Und Echt. dann Vor allem jetzt Ja. momentan, ich kann echt sagen, ich bin nicht ready für eine Beziehung, weil momentan so viel los ist, dass ich glaube, ich mich selber gerade irgendwie nicht gefühlt sein. ja. Also es geht mir natürlich mega gut und ich habe so cooles Erleben und so, aber irgendwann, wenn du dann wieder mal so ein bisschen auf die Welt kommst, denkst du wie so, Ja. wow, halt stopp, ich brauche jetzt einmal wieder schön ein bisschen Me-Time. Ja, voll. Ja. Ja. Ja, voll. Und eben Kennenlernphase kann etwas mega Schönes sein. Genau. Und ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, eben sobald es direkt in die Erwartungshaltung von der anderen Person kommt, jeweils, dann ist es, glaube ich, auch so ein bisschen schwierig. Ja. Also wie, vor allem eben, ich sind ja, also wie oft habt ihr euch gesehen? Jetzt? Also wie, es ist ja nicht, dass ihr jetzt irgendwie so, Nein, also weißt du, wie ich meine? Ich finde, wenn jetzt so, also ja, Erwartungshaltung ist eh schwierig zu sagen, ob das jetzt berechtigt ist oder nicht, aber wenn jetzt, also wenn ich, 8-mal? ja, Keine Ahnung. schon, so viel. Ich glaube. Ja. Ja, aber weißt du, wie ich meine? Es Einmal ist, in der Woche quasi. ja, gut, ja. Aber ja, ich meine, wir sind ja nicht, wie nicht zusammen gewesen, so. Nein. Und jetzt nein, haben wir auch schon nein. eine Zeit lang Pause gehabt. Ja, und also, da kann ich jetzt auch noch schnell droppen. Er hat sich in der Zeit noch mit anderen Weibern getroffen. Ah ja! Ja, und ich bin die Einzige, die eigentlich nur ihn getroffen Stimmt. hat. Ja. Also er hat dann nachher gegen den Schluss quasi gesagt, so ja, er genießt Zeit mega mit mir, jetzt tut er quasi die anderen auch nicht mehr treffen. Aber ich meine, wie hast du gedacht so, hey, wem machst du Vorwürfe? Ja, fair. Also er darf sich ja treffen mit dem, wem er will, weil eben wir sind nicht zusammen gewesen, oder wir sind dann nicht so definiert, aber Ja. ja. Darum, das ist es noch ein kleiner Brocken hier. Du hast einfach nicht mit anderen Typen, sondern einfach mit anderen Themen. Ja, so genau. Ja. Wir sind nicht Menschen gewesen, bei mir sind es Sachen gewesen. Problem. Wow, Problem, ich schwöre. Hürden. Ja, perfekt. Ja. So du. Sorry. Aber ich finde es toll, dass wir da schnell einfach so komplett schnell Typen. Boah. What? Das war boah, das wäre voll spannend mit dem. Kann man das machen? sagen? Dann wegen gestern mit. Doch, das kann man schon sagen. Bam. Ah ja, let's go out. Das ist so lustig. Ich bin ja seit 16 in einer Beziehung. Also ich glaube, wenn ich jetzt Single wäre, ich wüsste nicht, wie damit umgehen. Ich flirte mit anderen. So mit dem Stöckchen anlangen, weißt du, so. Hallo? Ich bin voll. Das ist ein Mann, oh Gott, nein. Nein, ich habe ja schon männliche Kollegen und so ist es nicht. Nein, Aber gleich. Also weißt du, es ist ja ein Unterschied. Zum Beispiel, wenn ich jetzt blöd gesagt Typen Hast du kennenlerne. gehört mit Knacken? Ja, oh. Okay, sorry, ja. Nein, wenn ich jetzt ja Typen kennenlerne, dann Ja. ist es ja. Also ganz blöd gesagt. Kollegial. Ja, Ja, genau. voll. Also dann überlege ich mir hoff's. gar nicht. Ja, ich probiere es. Nein, aber dann Ah ja, überlege schade, ich mir weißt du, jetzt kann ich gar- gerade etwas droppen. Sorry. Nein, los. Nein, aber dann überlege ich mir ja wie gar nicht, ob jetzt zum Beispiel die Person Interesse an mir Genau, hat oder so. voll. Sondern es ist ja wie... Und ich tue Also jetzt auch logisch. kommunizieren. Ja, voll, Ich voll. glaube, es ist ja öffentlich so. Es ist Ja. wie- ja. Klar, ja. Und ich glaube, wenn ich jetzt Single wäre, dann würde ich mir so voll die Gedanken machen, oh Gott, so Genau. mit jeder Person, die ich jetzt kennenlerne, muss ich jetzt da irgendwie, bin ich jetzt da flirty oder Voll. ich will voll nicht mit ihnen umgehen. Wie lernst du überhaupt jemanden kennen? Wie lernt man Typen kennen? Ja. Über Bumble. Aber Ja, oder im Ausgang oder Ja. bei der Bushaltestelle, meine Traumvorstellung. Wo nie passieren wird. Oder in Hongkong. Alter, da kommst du einfach einen Typ in Hongkong kennen. Weißt du wie? Nein, mach das nicht, Alter. Weißt du, wie Nein, Pain, da Alter? will ich eigentlich auch nicht, ich hasse Abschied. Aber ja, nein, sorry, ja. Nein, darum ich wäre überfordert. Und ich kann ja schon lange nicht mehr so, weißt du, so das Typen bewerten, sage ich jetzt mal so, Ja. so mir überlegen,
was finde ich nice, was finde ich nicht nice. Voll. Es ist so, einfach so, wie wenn ich jetzt ja wieder Single werde, dann wirst du ja viel mehr überlegen, okay, was ist mein Type. Ja. Jetzt einfach vom Charakter her, welche Genau, Interessen finde ich geil, genau. welchen Style, einfach so all das. Das habe ich ja wie eigentlich gerade ja nicht mehr. Also Ja, ja, ich voll. weiss ja schon grundsätzlich, was ich nice finde. Ja, so, safe. aber ich habe jetzt noch nie keine Ahnung, Du, das ist nicht Fantasie, also Fantasie ja wieder tönt, aber quasi was so dein Traumboy zusammenstellen. ja, Oder, ja, voll. Ich kann sagen, was ich jetzt geil finde, was ich nicht geil finde. Ja. Aber ich kann nicht, ja, ist ja gleich. Ja. Ja. Wir hatten gestern, du hast Bumble und so, einfach so. Ja. Und du bist nicht mega aktiv, aber du hast halt wie so ein Profil und so. Ja. Und es war wie lustig, wir hatten gestern, von random, wir haben dein Handy mit dem Laptop verbunden. Wie so Ich wollte ihr zeigen, wie man quasi, wie man ein Selfie macht, wie man quasi, kann man so, nein, nicht ein Selfie, wie man quasi ein Foto von sich selber Ja. machen und dann kann man da eben wie mit dem PC koppeln und dann sieht man wie so den Bildausschnitt auf dem PC, Ja. wo die Kamera hat. Genau. Das macht voll viel Sinn. Genau, diese Funktion habe ich gezeigt. Und dann ist es ein bisschen Dann, ausgeartet. vor allem, es ist wie so ein PowerPoint, hast du Ja, gezeigt, es hast war so- ein PowerPoint Da sind wir auf Bumble dann gewesen, und dann haben wir irgendwie so zusammen so Typen bewertet. Es ist auch lustig, sie machen das mit Aber euren einfach so in der Friends. Mensa. Ja, in der, Jeder ist dort gewesen. wahrscheinlich ist jeder dran jemand durchgelaufen, der sich selber gesehen hat. Ja, das stimmt mal. Aber es ist für mich ist das voll die lustige Experience gewesen, zu mal herauszufinden, wo wir unterschiedliche Typen. Ja. Du bist voll into Tattoos, ich Ja, voll nicht und so ja, Sachen. voll. Das ist so lustig gewesen. Alter, es ist so geil, es ist so lustig. Mach das mit deinen Friends. Es ist echt mega lustig. Also wir sind sicher 20 Minuten. Nein, nicht länger. Sogar länger. Ja, vor allem, weißt du, kannst ja, ist Bumble gewesen, ich weiß es nicht. Und Weißt, du siehst ja nicht nur Bilder, du siehst ja die Auch noch ganze so, ja, so Nachrichten Interessen so. und die können auch so Voll. Sachen und so schreiben Voll. und so. Es ist ja hure lustig. Aber Alter. das ist so krass, da haben wir eben auch gestern diskutiert, dass quasi bei diesen, wie sagt man, diesen Partnerplattformen, wie sagt man dem? Ja. Partner? Egal, aber quasi auf Ja, Bumble so und Tinder. bei Ja. Hinge ist ja quasi so voll oberflächlich, also man sieht eigentlich nur Bilder und du quasi entscheiden so, ja, der gefällt mir oder der gefällt mir nicht. Ja. Aber wenn quasi die Person eben in echt kennenlernst, dann könntest du auch zuerst so denken so, ja, der gefällt mir nicht. Ja. Aber wenn du quasi den Charakter kennenlernst, Ja. macht die Person so umso mehr attraktiver. Voll. Das ist Und so dann, krass. dann überlegst du jetzt gar nicht, ist das mein Vibe? Finde ich Genau, das geil, dass genau. er auf keine Ahnung, auf Voll. Dörf steht Genau, oder so. ja, voll. So, und ich sage mal ganz ehrlich, eben, wenn ich wieder Single wäre, ich glaube, ich muss jemanden kennenlernen, zuerst kollegial. Ja, Weil ich ja, finde nur schon, total. Dates ist bei mir so ein Ding, das ist so zu viel Pressure, Ja, dass man mega. so, ja, und okay, was sind deine Interessen? Dann schaut man so viel zu fest auf schwöre. Fakten und eigentlich muss einfach der Funke überspringen. Weil, jetzt ohne Scheiß, ich habe nur Hinge und Bumble, weil ich es einfach kann. Wenn es mal wieder mal langweilig ist, denke ich mal so, so will ja. als Kompliment Aber bitte. Ego-Push. Ich hässlich fühle, so. Ja, wer hat mich geswiped? Darum gehe ich auch nie mit. Darum gehe ich auch nie mit Typ raus. einfach nur ein Ego. Ja, nur ein Ego-Push. Ah, so So, geil. jetzt wisst ihr Bescheid. Ja, exposed. Oh. Wow, wir sind fast schon viel zu lang. Echt? Ich weiß es gar nicht, ich kann es voll nicht einschätzen. Was denkst Ich schätze 57 Minuten. du? 57? Ja, was denkst du? Boah. Boah, oh, das kann ich sogar wieder da. Der ist jetzt gut zum Mittagessen. Mein Gehirn funktioniert eben nicht mehr so wirklich. Aber könnte schon sein, so, ja, ich sag 1 Stunde. Das Lustige ist, wir werden 7. erst erfahren, wenn ich im Schnitt bin. Weil auf der Kamera. Doch, Ah. ja, ist scheißegal. Wir sehen es dann, Leute, ihr Siehst wisst es es. Nein, es zeigt eben mehr einfach, es tut abzählen, wie viel Zeit noch übrig ist. Und es ist noch 55 Minuten. Und ich weiß nicht mehr, wie viel es am Wow. Anfang war. Aber ist ja gleich. Okay. Ja. Vor allem, weißt du, was jetzt sad ist? Wenn jetzt die Leute einen Podcast mal gewünscht, dann ist es einfach erst in 5 Minuten. Ja, sehr es wäre, wenn sie kein Podcast So, Alter, nie mehr, wenn wir dich sehen. Ja, so Alter. hau ab von der So eine Plattform. unlustige. Schön, was denkt sie, was sie ist? Wer ist wieder da? Nein, aber ja, nein, das ist, oh mein Gott. Ja, nein, mal schauen. Und sonst, ich glaube, es ist auch spannend, nach Hongkong diesen Podcast-Folge, ich glaube, dann hast Voll. du ein bisschen Live-Updates. Oder Fernpodcast, geht das? Ah, ja. Doch, ja. Vor allem mit der DJ-Eis, wenn du es mitnimmst. Ja, die nehme ich mit. Boah, das könnte vielleicht sogar funktionieren. Das wäre eigentlich noch funny. Das wäre lustig. Ja, dann kann ich da alle so chinesische Food-Neuheiten zeigen. Stimmt. Was du gelernt hast, ob Jin Ich hätte King gedacht, Dank ja, ja, voll. Aber nein, ja, das ist echt... Ja. Oh mein Gott, wir haben zum Glück noch 3 Wochen. Nein. Wann gehst du? Am 6. Januar? Ja. Boah, das ist in weniger als einem Monat.
Vor allem, es gibt mir so Flashbacks, weil ich kann, also für die mich schon lange verfolgen, ich habe das Gleiche mit meiner damaligen Kollegin. Ja. Sie ist immer auf meinem Social Media Kanal und sie ist Ja. einfach auf Amerika gegangen, auch für ein halbes Jahr. Es Nein, ist genau echt die gleiche jetzt? Situation, ja. Was? Ja. Oh mein Gott, oh Gott. Ja. Aber ja, nein, das wird auf jeden Fall eine crazy Zeit. Aber es wäre geil, einen Podcast dann machen. Aber ja, oder eben fern. Aber wir gucken mal. Oh yeah. Willst du noch ein paar Abschiedsworte sagen? Ja, also zuerst einmal möchte ich mich bedanken bei Nati, dass ich zu Gast... Na okay, ja, ich hoffe mit Hochdeutsch, da kann ich mir auch nicht. Kannst du bitte auf Englisch machen? Okay, thank you very much that I can come to your podcast. It was very awesome and wholesome. Nein. Gibt's Wholesome überhaupt? Wholesome. Ist das ein Wort? Oh Gott, so Ich weiss fängt schon an. Aber nein, ja, nein. Du Ja. bist einfach eine cute Nudel und ich finde es mega cool, dass wir da jetzt noch machen können. Ja. Und miteinander jetzt ein bisschen Zeit verbringen und jetzt gerade auch miteinander uns gerade auch wieder können, ein kleines bisschen besser kennenlernen, oder? Ja. Aber ja, also Ja. ich sage es ehrlich, ich werde dich vermissen. Ja. Ich will jetzt nicht so deep sein, aber ja, das sind meine letzten Worte. Das sind meine letzten Worte. Und dann Mic Drop. Mic Drop. Kannst du Mic Drop wirklich machen? Okay, Mic Drop. Ich hätte gesagt, du tauschst so voll an und du bist auch so mega... Ich weiß nicht, wie dir da ist. Okay, ja, fair. Jetzt soll ich mal... Volle Kamera. Nein. Aber ja, ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Wenn ja, dann gebt doch einfach mal 5 Sterne und schreibt in die Kommentare, dass ihr einfach wieder eine Podcast-Folge mit rein wollt. Wenn es geht, dann schauen wir. Also, yeah. Wir brauchen Bestätigung, Leute, okay? Ja, Nein. Gut, das also, Feuer muss wieder ein bisschen grösser. Aber gut, ja. also ja, eben wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.